einen extremen Teil drin haben, mit einer rockigen Gitarre. Und das Ledu, der Gitarrist, hat das so umgesetzt. Sie sind eigentlich alle zuerst ein bisschen mit einem grossen Staunen da gestanden und ich gesagt, ja, und das muss so sein und da, ganz eine harte Gitarre. Und ich glaube aber, dass es passt. Jetzt ist der Tag fast vorbei. Ja, und jetzt fällt es halt nicht mehr dumm sein. Ist alles vorbei. Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Er hat nur einen Song gehabt. Tell me why, ja. Ich möchte alle Hände sehen. Another night, why do I believe life could be like before? You ran away, said I have to leave, and then you walked out that door. Time will heal, I'm alive, broken wings need to fly, let me try. Time will heal, I will rise. Then I close my eyes. Tell me why, oh tell me why. I am hurt so deep inside, don't make me cry. Tell me why, oh tell me why. Living, loving you was just a lie. Another day, I'm feeling alone. I don't know what to do. I can't believe our love is gone. You don't know what I've been through. Time will heal, I'm alive. Broken wings need to fly, let me try. Time will heal, I will rise. We will rise. Then I close my eyes. Tell me why, oh tell me why. I am hurt so deep inside, don't make me cry. Tell me why, oh tell me why. Living, loving you was just a lie. Sladu! I'm lonely home, you feel the same pain too. You walked out that door, the next rendezvous for you. What's the name of the game? Say, I feel like the man in the ring, the one to blame, the one without a name. Standing on the end of the road, so ashamed, naked. There's no way to your heart. I guess that's it. We're apart. I guess that's it. We're apart. Why am I here all alone? And why do you let me shiver to the bone? Tell me why, oh tell me why. I am hurt so deep inside, don't make me cry. Don't make me cry. Tell me why, oh yeah. Your love was just a lie. Tell me why, tell me why. Baby, won't you tell me why? So deep inside, don't make me cry. Don't make me cry. Tell me why, tell me why. Oh, you wanna tell me why? Loving you was just a lie. Tell me why. Es gibt eben kein Erfolgsrezept eigentlich in dem Sinn. Ich glaube, die Hauptsache bei uns war einfach das,
einfach, dass man es so gemacht hat, wie man es aus dem Bauch raus hat versucht zu spüren. Also, man ist nicht irgendwie nach einem Schema vorgegangen, wie es bei den meisten Plattenfirmen, sage ich jetzt mal, der Fall ist. Also nicht für das runterzumachen. Es gibt vor allem junge Bands, unerfahrene Bands, natürlich eine Stütze. Aber wir sind nie in ein Medientraining oder irgendwie so etwas geschickt worden. Also, wir haben uns einfach losgelassen und dann sind wir drauf los. Und ich habe das Gefühl, genau das war es vielleicht gewesen. Also, wir haben viele Sachen selber entschieden. Und es ist nicht ein Konzern, ein riesiger Konzern oder es ist irgendetwas eigentlich hinter uns gestanden, sondern eine relativ kleine Firma. Und wir überlegen uns recht viel auch, gibt es irgendein Rezept, gibt es irgendwie, was ist es wirklich gewesen? Und man kommt eigentlich auf kein Ergebnis und irgendwo durch hat man sich müssen sagen, es ist zuerst genau das, dass, weil es eben nicht geplant war, bis ins Detail, dass einfach, man ist einfach auch mit Situationen, hat man versucht einfach näher umzugehen mit Sachen, die gerade aktuell waren. Und hat es irgendwie versucht zu steuern in die beste Richtung. Und ich habe das Gefühl, ja, vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, dass du die Wahrheit spürst, oder? Jetzt würde ich gerne den Satz bringen von Kid Rock, den ich aber nicht mehr weiss. Auf jeden Fall ist am Schluss eben, also du kannst etwas promoten und du kannst daran arbeiten, dass du etwas verkaufen kannst, du kannst Werbung machen und alles, aber wenn es ehrlich ist, dann fühlt man es, wenn man die Musik kauft. Und ich glaube, das war auch unser Erfolg, dass es einfach echt war und ehrlich. Ich denke, es liegt einfach mal einfach im Gefühl, das wir zu dritt miteinander haben. Einfach, dass du einfach an eine Sache her kannst gehen und jeder kann wirklich das sagen, was er findet. Und eigentlich dann seine Ideen reingeben und nachher gewinnt einfach das Beste. Dann wir rausfiltern und dann ja, einfach ein gutes Gefühl dabei und einfach das machen, was wir finden halt. Das ist so schwierig, weil wenn es das geben würde, dann hättest du nur Bands mit Nummer 1 Hits. Also in dem Sinne nicht. Es gibt vielleicht ein Rezept und das ist nicht etwas spielen, einfach so sein, wie du bist. Du reitest dich zwar vielleicht viel in die Scheisse, aber dann bleibst du ehrlich und das merken auch die Leute viel. Mir denkt eigentlich gängig, sobald sie fast verkaufen für etwas, was du nicht dahinter stehen kannst. Das ist egal in welchem Bereich. Mir denkt, solange du das machst, was du machen willst, und wirklich kannst dahinter stehen, dann ist es immer gut. Es gibt immer gewisse Kompromisse, die du immer eingehen musst. Vor allem mit diesem Business sowieso. Aber mir denkt, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Positive, all das muss einfach deutlich gewinnen, sonst musst du es lassen. Die Grenze ist sicher dort, dass du nicht etwas machen willst, das gegen dein Prinzip geht. Also ich glaube, das würden wir nicht machen. Und zwar aus dem Grund, weil wir ja genau durch das, was passiert ist, ja eigentlich Recht bekommen haben. Dass ja die Art und Weise, wie wir es angeschaut haben, uns Recht hat gegeben. Ich möchte eigentlich sowieso Musik nur noch zu Freude machen. Und ich meine, wenn ich wieder eine Platte mache und sie wird gekauft, dann habe ich sicher Freude an dem. Aber es muss nicht sein. Ich kann ja werken. Ich weiss, was ich kann. Ich kann heute die Zweck machen. Ich weiss, wie das Zeug läuft. Und das ist vielleicht mein Vorteil, dass ich nicht auf die Musik angewiesen bin. Also, ich meine, ich will ja nicht mehr auf diesen grossen Bühnen stehen und da meine Ringgänge im Fernsehen, im Heftchen sehen. Ja. Ich glaube schon, dass der Zenit ist erreicht mit dem Erfolg als mit dem Berndeutschen. Ich glaube nicht, dass du in der Schweiz mehr kannst erreichen kannst. Was könnte man noch? Das Beste wärst du hättest noch irgendeinen Welthit, wärst Multimilliardär und könntest all denen, die nichts zu fressen haben, irgendwie Brunnen bauen und weiss auch nicht was oder so. Das wäre vielleicht eine Steigerung, oder? Ich meine, ich bin auch nicht reich geworden in der Schweiz. Oder? Da müsstest du schon Welterfolg haben. Aber hast du vor, etwas in dieser Richtung zu machen? Spielst du mit dem Gedanken noch? Ja, sicher nicht mit dem Erfolg. Also, wenn schon spielen, damit etwas anderes auf Englisch noch zu machen. Weil das habe ich ja immer gemacht. Das habe ich viel länger gemacht als das berndeutsche Zeug. Oder? Und, also das ist sicher mit Traum, eben Englisch ja noch eine ganze Platte zu machen. Und das wird auf jeden Fall kommen irgendwann. Ich kann mir absolut wieder mal vorstellen, weißt, einen Club-Gig wieder zu spielen mit dieser Band. Du musst schon das fühlen, was du halt dann machst. Und mit Gölle 3, das war auch vor 10 Jahren eine grosse Produktion, viele Leute. Und da hat das genau dazu gepasst. Vielleicht machen wir mal etwas ganz anderes und sagen dann, ja, jetzt ist cool, jetzt spielen wir ein paar kleine Clubs und ein paar wenige Leute, sage ich mal, Anführungszeichen, können es nachher schauen. Ich glaube, das haben wir uns noch gar nicht gross überlegt, weil wir dann im Februar etwas erlebt, was noch nie jemand von uns erlebt hat und was auch schwierig war, die Zeit zu toppen. Also,
Er tut jetzt ein bisschen bauen, wenn er dann keine Lampe mehr hat mit dem Heimatschutz. Die anderen zwei, die sonst ein bisschen Musik machen. Ich versuche das Label ein bisschen aufzubauen, das wir gegründet haben. Wir noch den Gurt und arbeiten noch beim Gurt nebendran. Und irgendwann wird mir dann vielleicht Tele auf den Kopf fallen und allen anrufen und sagen, ja, wieder viele Songs, komm, wir machen etwas. Wir haben in der Schweiz sehr viel bewegt, sehr viel erreicht. Und das beschränkt sich ja immer noch nach wie vor auf den Mundartsektor, also Deutschschweiz, sagen wir jetzt mal. Wenn das wieder eingrenzt ist, wird es ja immer so wie kleiner, oder, das Ganze. Ich hatte die Chance, mit 23 schon eine Amerika-Tournee zu machen, in den grossen Hallen zu spielen, 97 Europa-Tournee und. Ich finde, der Gölle hat sehr viel bewegt. Wir haben sehr viel bewegt mit dieser Musik. Und mein Traum wäre, mit ihm das zu sprengen. Das wäre so ein bisschen meine Zukunft, die ich würde sehen. Wir könnten jetzt, ja, weiss es auch nicht, wieder eine machen, bis es vielleicht den Leuten verleidet. Aber irgendwo durch haben wir uns auch immer versucht, mehr Herausforderungen gesucht, immer in diesen 4 Jahren. Und haben aus unserer Sicht aus gesehen auch eine Steigerung erreicht. Das Nächste für mich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich würde wahnsinnig gerne mit ihm ein Album machen, wo die Sprache keine Rolle spielt, wo es jeder ein bisschen reinsaugen kann. Und natürlich der Traum, oder? Amerika-Tour oder eine Europa-Tour mal durch Deutschland zu gehen, zu spielen. Einfach mal aus der Schweiz die Möglichkeit haben, rauszukommen, neue Erfahrungen zu sammeln. Und das wäre sicher für uns alle eine Herausforderung. Das wäre so mein Traum. Ob wir das mal schaffen oder ob es überhaupt mal so weit kommt, das wissen wir nicht. Aber das wäre für mich definitiv eine Steigerung. Ich glaube, es ist einfach eine riesige Erinnerung. Also für mich, wie für die Band, wie für unsere Fans. Weil das wird es kein zweites Mal geben, von unserer Seite. Vielleicht gibt es wieder mal eine Band, die es schafft, das Hallenstadion 5-mal auszuverkaufen, eine Riesenerfolg in der Schweiz mit Mundart. Aber das ist verdammt schwer, weil so viel Glück wie wir hatten, das ist fast nicht möglich. Oder? Und ich glaube, weiter kann man nicht. Das glaube ich nicht. Es ist ein Zeitzeugnis. Und für alle, die dabei waren und für uns auch sicher eine schöne Erinnerung. Dass wir es überhaupt mit ein paar Seppen so weit haben bringen können. Und wir sind ja nicht die Gescheitsten. Also es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ja, ich bin natürlich später dazugekommen. Ich bin natürlich erst dann dazugekommen, als sie quasi schon jemanden gebraucht haben. Also es war dann schon ein bisschen Erfolg da gewesen, natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es dann ist gekommen. Aber sie haben die ersten paar Gigs gespielt, 2, 3. Sie haben einen Manager gesucht, es hat einfach noch niemand daran geglaubt und ich war dann so ein bisschen die Notlösung. Nein, müsste ich sagen, nein. Also mir hat es extrem gefallen, immer die Musik. Weil es ist auch die Musik, die ich selber gehört habe. Genau zu dieser Zeit, weißt, wirklich die schönen Lieder, viele Balladen, solche Sachen. Und ich habe mir das eigentlich dann zumal gar nicht so überlegt, sondern das ist einfach passiert und dann ist es irgendwie grösser geworden und dann, ja, Fakt, geil. Also ich dachte, ich werde es nie mehr schaffen, oder? Ich habe mich eigentlich mit dem abgefunden, habe aber unbedingt eine ganze Platte noch machen in meinem Leben, für das ich mal irgendwie meinen Kindern zeigen kann, schau, Beppo war auch noch ein Spinnsieg und hat auch noch mal etwas riskiert. Und das war meine Musik dann. Und ja, per Zufall hat es halt eingeschlagen, aber eigentlich habe ich die für mich gemacht. Es war einfach schon ein Kampf. Ich meine, man hat uns recht belächelt. Viele Plattenfirmen haben, obwohl sie es heute natürlich abstreiten, haben gesagt, sie haben nie eine CD bekommen. Es ist natürlich auch schwierig für eine Plattenfirma zu sagen, nein, wir haben das nicht wollen. Weil, ich meine, bis heute kann man sagen, sie haben 100'000 Tonträger verkauft. Das ist mit den Singles, das ist recht krass und das innerhalb von 4 Jahren. Aber wie wird man damit fertig? Es ist auch untereinander muss es einfach eine Festigkeit haben. Einfach nur so, dass irgendwie abbrauen, das geht nicht. Also ich habe das Gefühl, dass TJ Galloway, wir sind sehr eng zusammengewachsen oder das und so Sachen. Es gibt ja einfach immer noch mehr das Bedürfnis, denen zeigen wir es erst recht. Und ich meine, St. Gallen ist, glaube ich, eines der eindrücklichsten Konzerte, die wir hatten. Weil am Schluss von diesem Konzert hat wirklich jeder mitgesungen. Ja, also am Anfang, als die ersten Sachen ins Fliegen kamen, hast du schon gedacht, oh Scheisse, oder? Was mache ich jetzt? Und ich habe dann einfach das Gesicht vom Göller gesehen und gewusst, der wird jetzt nie ab dieser Bühne gehen. Also der gibt Vollgas.
Und nach einer Stunde, als sie ab der Bühne sind, hat es aber auch 30'000 Leute gehabt, die gehumpelt sind und mitgejohlt haben. Also er hat das Publikum gehört. So, ich habe dann so gespürt, dass die Band auch am liebsten ab der Bühne gehen. Und wenn mir etwas anschießt, werde ich halt verrückt und dann säckle ich sicher nicht davon. Also bin ich zuvorderst gefahren und habe das Mic reingemögt, was die Lungen hergegeben. Und am Schluss haben wir immer gewonnen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg in so einem Moment. Also den Schwanz einziehen und ab der Bühne gehen. Du musst echt fahren und kotzen. Ja, es war natürlich irgendwie ein Rollercoaster von den Gefühlen. Oder einerseits war plötzlich ein Interesse da von den Leuten und die Leute haben die Songs mitsingen, was irrsinnig war. Und dann ist es so losgegangen mit der Kritik und dann warst du einfach wirklich so zwischendrin. Und eine Zeit lang hatte ich recht Mühe damit. Also auch das, was du hast angesprochen hast, wo man da beworfen wurde, habe ich mir auch mal in einem Moment gesagt, ja, das will ich eigentlich nicht. Also, ja, das gehört eigentlich nicht dazu. Aber dann musst du zwischendurch, denke ich, wieder ein bisschen abwägen. Das Positive, wir haben so viel Positives erleben durch die ganze Geschichte. Und das gewinnt so deutlich, dass die anderen Sachen nachher einfach so plötzlich lustige Seitengeschichten werden. Und that's it. Kennt's nicht, das Lied vom Alleine sein? Hast das Gefühl, der Schmerz geht mir nie vorbei? Du hast die Augen zu und fühlst dich einfach klein. Das Glück wäre doch zum Greifen an. Ein kleiner Schritt und du bleibst nicht mehr stehen. Leben, was du bist, vergessen, was ist. Alles wär so leicht. Hey, du wüsstest, was ich dir geben könnte. Alles, was du müsstest, wär ich lernen zu nehmen. Es wär alles so leicht. Hey, du wüsstest, was ich dir geben könnte. Alles, was du müsstest, wär ich lernen zu nehmen. Es wär alles so leicht. Jedes hat seine eigene Geschichte.
het hem terbreekt. Hoe is toch man, oh chance nog. Vergangenheid hingen het slag. Lappen we stop is, vergessen we zich. Alles war so lieb. Wenn du wüsstest, was ich dir könnt geben, als was müsstest, war die Lehre zu nehmen. Das war die alles so lieb. Wenn du wüsstest, was ich dir könnt geben, als was müsstest, war die Lehre zu nehmen. Das war die alles so lieb. Mit euch zusammen eine unschlagbare Kraft. Du nicht aus dem Dunklen wird die Liebe. Es gibt nichts, was uns zwei schafft. Alles war so lieb. Wenn du wüsstest, was ich dir könnt geben, alles was müsstest, war die letzte Nacht. Es war die alles so lieb. Wenn du wüsstest, was ich dir könnt geben, alles was müsstest, war die letzte Nacht. Es war die alles so lieb. Wenn du wüsstest, was ich dir könnt geben, alles was müsstest, war die letzte Nacht. Es war die alles so lieb. Wenn du wüsstest, was ich dir könnt geben, alles was müsstest, war die letzte Nacht. Es war die alles so lieb. So here I'm sitting, baby, on my own, trying to get used to being alone. It's not as easy as it seems to be. The trouble is that you're not here with me. Only been trying, baby, since you've been gone. You might come back to me, but I was wrong. You never showed it knocking on my door. That's the only thing I know for sure. Miss you every minute, every hour, every day. Baby, how I wish that you could hear what I say. Miss you. Another lonely heart is going down tonight. No tears left, no power left to fight. Baby, that's how I feel tonight. Another lonely heart is going down tonight. No tears left, no power left to fight. Baby, that's how I feel tonight. Every night I do drive my car through empty streets and wonder where you are. Drive to places where we used to go while they're playing sad songs on the radio. I miss you every minute, every hour, every day. Baby, how I wish that you could hear what I say. Miss you. Another lonely heart is going down tonight. No tears left, no power left to fight. Baby, that's how I feel tonight. Another lonely heart is going down tonight. No tears left, no power left to fight. Baby, that's how I feel tonight. I don't know why you do this to me. Maybe it's my fault, baby. I'm too blind to see.
This guy really knows how to rock and roll. It's no wonder he's the best-selling artist in Switzerland. It's my great pleasure to present the award for the best-selling Swiss artist to Gola. Actually, I'm not good at talking. I'd like to thank my band and all those people who brought us so far. Thank you very much, and maybe we'll even get a deal. Thank you. See you.